Digga, da sehe ich mit dem Tomato-Leaks-Video. Ich lasse mich verfluchen. Komm, yalla, rein da. Rein da, rein da, rein, 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 rein. Ich bin Felix und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich mich verfluchen lasse. Wenn du an jemanden gerätst, der es wirklich kann, dann kann es echt scheiße werden. Nicht nur in Filmen kommen Flüche immer wieder vor, der Glaube an Übernatürliches. Glaubt ihr das, Chat? Glaubt ihr an übernatürliches Verfluchen etc.? Glaubt ihr, dass das real ist? Und schwarze Magie gibt es quasi seit Anbeginn der Menschheit in so gut wie allen Kulturen. Und Sie können auch Sachen sehen, die man hier nie erklären kann. Aber kann es sowas wie Flüche wirklich geben? Das hier beispielsweise, damit kann ich dir schaden, wenn ich das vor deine Haustüre packe oder wenn ich das ins Essen gebe. Ich habe Menschen getroffen, die sich auskennen und es ausprobiert. Mal gucken, ob das stimmt. Okay, Bro, also ey, ich will nicht noch pennen, nur so, ich will nicht noch schlafen. Dümmste Selbstexperiment Ich will nicht noch schlafen, hallo, hey. jemals war. Um herauszufinden, was mit mir durch so einen Fluch passiert, Digga, geiles Zimmer, genau so eine Wohnung, genau so ein Zimmer wollte ich bei mir nicht. muss ich mich natürlich erstmal verfluchen lassen. Sich verfluchen zu lassen sollte ja jetzt nicht so schwer sein, oder? Mein erster Gedanke war, sowas gibt's doch bestimmt im Internet. Da bin ich dann erstmal auf Anleitungen gestoßen, die Laien das Fluchen beibringen sollen. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig funktionieren kann. Deswegen habe ich nach Digga, der Hintergrund ist anders, gell? Genau so wollte ich meine Wohnung einrichten, genau so. professionellen Dienstleistern gesucht, die sowas anbieten. Und da bin ich ziemlich schnell auf super viele Webseiten gestoßen, Ikea Standard-Style, die ja, okay. magische Rituale anbieten. Auflösung schwarzer Magie 31,90 €, Fluchauflösung 75 €, Trennungsritual. Digga, also glaubt ihr wirklich an das? Glaubt ihr an das? Einfach eBay Fluch auflösen, 3,99 €, ja moin. 900 €, Partnerrückführung mit schwarzem Voodoo, außerirdische Implantate entfernen, 450 €, Heilung bei leichten Schmerzen, 1490 €, Heilung bei schweren Krankheiten wie Bro, das ist einfach eine einzige Abzocke. Das ist einfach üble Abzocke, Digga. 20'000 Steine, der oder die das anbietet, Alter, easy money. Das ist wirklich einfach nur mal Abzocke. Krebs, 16.000 oder 20.000 €. Was zum... Ich habe das Gefühl, es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die daran glauben, die das anbieten. Und es gibt super viele, super shady Webseiten. Das mit dem Krebs ist einfach asozial, lieber in Palliativ investieren. Das ist schon asozial, also gut, die Leute, Digga, das Standbild, ja moin, gar nicht creepy. Das ist wirklich asozial, wenn du diesen Leuten, die quasi an das glauben, einfach das Geld aus der Tasche ziehst, obwohl du genau weisst, Digga, das bringt echt absolut nichts. Und weißt du, es ist dann auch immer so, bei solchen Deals sagst du so, ja, es bewirkt Wunder, aber natürlich nicht bei jedem, man muss ja auch noch selber dran glauben. Und dann, wenn es nicht greift, dann greift es plötzlich nicht, dann ist man so, aha, okay, ja, du hast echt zu wenig dran geglaubt. My bad, Bro. Auf denen man Flüche jeglicher Art kaufen kann. Wisst ihr, worüber ich immer froh bin, wenn ich auf solchen dubiosen Seiten unterwegs bin, dass ich ein VPN benutze? Deswegen Telefonat mit einer Hexe. lassen. Ich habe jetzt eine Hexe oder Magierin gefunden, die relativ seriös aussieht. Die bietet zwar nicht an, jemanden zu verfluchen, aber schwarze Magie zu entfernen. Und wenn sie das kann, dann kann sie ja vielleicht auch verfluchen. Und deswegen rufe ich die jetzt einfach mal an. Hallo, hier ist Okay. Felix Michels, hallo. Bietest du das denn auch an, Flüche auszusprechen, also Menschen zu verfluchen? Nein, das ist nicht mein Recht. Verstehst du? Das hat was mit meiner eigenen Moral zu tun. Ah, okay. Nur weil mir einer doof kommt, muss ich dem nicht das komplette Leben versauen. Was könnte so im schlimmsten Fall passieren? Finanziellen Ruin, Ja, ich komme gut mit dem Besen vorbei. Krankheiten, alles, was das Leben so im Negativen hergibt, kannst du jemanden ins Leben nageln. Das Also zum Beispiel Maelo sagen, löscht dem seinen Kanal. Maelo Romani sagen, Digga, löscht seinen Kanal. Jokes, nur ist Jokes. das Problem an der ganzen Kiste. Autounfälle, alles Mögliche. Verstehst du? Das heißt, also was hältst du von meinem Selbstexperiment? Wenn du an jemanden gerätst, der es wirklich kann, dann kann es echt scheiße werden. Weißt du? Wirklich scheiße. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon so ein bisschen skeptisch. Also das klingt ja so, als könnte das Ganze gefährlich werden. Und ich weiß nicht, ob ich das für ein Video eingehen sollte, dieses Risiko. Andererseits ist natürlich die Frage, ob überhaupt irgendwas passiert. Aber wenn was passieren würde, Risiko wäre werden? schon ziemlich kacke. Ich habe also erstmal ein bisschen weiter recherchiert und super viele Magierinnen angeschrieben. Die meisten haben mir geantwortet, dass sie sowas nicht machen. Erst Schon sehr, sehr spannend. Ich weiß nur nicht, ob... Ja, ich weiß nicht, wie viel das da dahinter steckt, ne? recht nicht vor der Kamera. Eine hat mir dann angeboten, dass sie das ohne Treffen machen kann, aber ein Fluch der schwächsten Kategorie kostet bei ihr 700. Digga, das sind meine Monatsmieten.
Digga, das zahle ich pro Monat. Für die Miete, Bro. 90 Euro. Ganz schön teuer, oder? Also habe ich erstmal Ja. weitergesucht und bin auf das hier gestoßen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Gibt es einen kleiner Fluch? Gibt es auch Medium Fluch? Gibt es auch Big Fluch? Gibt es einen XXL Fluch? ein äußerst kraftvolles Voodoo-Ritual zu erwerben, welches ich für Sie durchführen werde. Also dieser Schadenszauber bzw. Fluch klingt ja eigentlich genau nach dem, was ich haben möchte, oder? Und der war deutlich Stonks, günstiger, nur 50 Euro. Also habe ich mich entschieden, Oha, Stonks. Chat, Stonks in Chat. Riesiger Fluch. Big Fluch, Alter, shit. einfach den zu nehmen. Und damit das Ganze wirklich klappt, habe ich mir überlegt, dass ich den Jumbo-Fluch. Fluch unter einem anderen Namen kaufe und mir eine Kreditkarte ausgeliehen. Okay, ich drücke Fluch jetzt hier mit auf Soße. Zahlen. Ich habe gerade einen Fluch gekauft, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ein paar Tage später habe ich Nice. dann eine Mail bekommen. Hallo, ich brauche den Namen der Person, die verflucht werden soll und wenn möglich auch deren Geburtsdatum bzw. Alter und ein Bild, wenn vorhanden. Zudem eine Schilderung darüber, warum die Person verflucht werden soll und wie sich der Fluch auswirken soll. Okay, ich habe jetzt geschrieben. Also kannst du selber so einen Fluch wünschen, okay? Kannst du so einen eigenen Fluch zusammenstellen, so Build My Fluch mäßig oder was? Build My Own Fluch. Hallo, der Name der Person ist Felix Michels. Er hatte am 25.11. Geburtstag. Ein Foto habe ich angehängt. Von mir aus muss er keine gesundheitlichen Probleme bekommen, soll aber mal eine Zeit lang richtig viel Pech haben, dass sein Auto kaputt geht oder sowas. Ich meine lieber so Oha, übertrieben nicht. Digga, übertrieben einen nicht. Sachschaden, als dass ich später gesundheitliche Probleme bekomme, oder? Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin jetzt offiziell Ritual wurde verflucht. durchgeführt. Hab ein bisschen Angst, dass mir was zustoßen könnte. Mal gucken, ob das dümmste Selbstexperiment jemals war. Da wusste ich noch nicht, was in den nächsten Tagen für seltsame Dinge passieren wird. Der Fluch, so er ja sollte reich werden oder asozial werden, erinnert mich an das Buchen vom Impftermin. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich erstmal wissen, wie diese Magie eigentlich funktioniert. Deswegen habe ich mich mit Mira verabredet, die sich selbst als Medium bezeichnet und sagt, dass sie die Fähigkeit besitzt, jegliche Magie und Flüche auflösen zu können. Okay. Mit was für Problemen kommen denn so die Leute? Oha, Papageien, Digga. Das Magie sind so und geile Flüche Tiere. auflösen zu können. Mit was für Problemen? Das sind so geile Tiere. Also, scheiße, dass wir sie Musik gesperrt halten, logischerweise. Aber es sind so geile Tiere. Kommen denn so die Leute zu dir? Also mein Klientel ist wirklich ganz bunt und auch deren Probleme sind Bunt. unterschiedlichster Natur. Verlust der Arbeit ohne Grund, Ungerechtigkeiten, körperliche Schmerzen ohne medizinischen Befund. Muss man dazu sagen, das ist auch so Jesus. ein Anzeichen, wenn das medizinische und das psychische ausgeschlossen Sie macht auch etwas mit Medien, Digga. ist und trotzdem Bunt. ein Problem Also, wenn sie. Also, sagen wir, sie hat bunte Probleme. Das heisst, beim Pride Month im Juni ist es richtig Stonks bei ihr. Chat, Witz, Achtung. ein gesundheitliches Problem da ist, kann das auch ein Indiz dafür sein, dass das Magie ist. Na, okay. Das hier beispielsweise, damit kann ich dir schaden, wenn ich das vor deine Haustüre packe oder wenn ich das ins Essen gebe. Ja. Ja? Digga, was ist das? Du bemerkst es nicht, aber die Wesenheit Digga, schau mal das Messer an. Schau mal das Messer an, Digga. Kein Wunder tut dir das nicht gut, wenn du ins Essen tust, Digga, mit dem Messer. Bro, Bro, what the fuck, nee. Messer auf Jägermodus, Alter. Das Messer ist ein bisschen zu viel. die ich damit aufgerufen habe, mit dieser Information, die hat dich gewittert. Und die wird genau das tun, was ich will. Was ist das für ein Fuß? Ja, das ist meine. Das ist meine, Digga. Das ist dann quasi hier so ein bisschen auch dein Arbeitsplatz? Das oder? ist ein bisschen mein Arbeitsplatz, genau. Okay. Das ist seit einigen Jahren in meinem Besitz. Das ist sehr kurios. Es ist Muttermilch, aber von Was? Muttermilch? 2 Frauen, die miteinander verwandt sind ersten Grades. Mutter und Tochter. Dann wird diese Milch gekocht, besprochen in der Nacht mit Mehl und dann entsteht das. Das hier ist ein Liebeszauber. Wenn ich davon jetzt ein bisschen was zerstoße und dir in den Kaffee tue oder in das Essen, wirst du mich nie wieder vergessen. Digga, ich muss es haben. I will take your entire stock, Bro. Ich muss es haben. Ich muss es haben, Digga. Wie funktionieren Flüche so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der Fluch ist eine Information, wird auf die Der andere Papagei Ebene im geschickt. Hintergrund. Ja. Diese wird umgewandelt in eine bestimmte Energie oder eine bestimmte Intelligenz. Wenn ich sage Intelligenz,
Rede ich von Wesenheiten, Dämonen, Djinn kannst du dir aussuchen. Also jede Religion oder jeder Kulturkreis hat einen anderen Namen dafür. Ja? Nimmt diesen Befehl auf. Man sagt dem dann, mach mal, dass der Felix Pech hat, oder? Genau, dass er wandelt wie ein lebender Tote. So wie der Tote sich von der Gesellschaft wegdreht und nichts mehr mit dieser Gesellschaft zu tun hat. So soll auch Felix sich abwenden von der Gesellschaft. Du wärst dann einsam und verlassen. Also er ist dann wie ein Tod, oder was? Schickst du dann in diese andere Ebene und Okay, Bro. dann ist es auch komplett egal, wo sich die andere Person befindet. Das ist komplett egal. Genau. Die Energie kommt dann auf Richtig, denjenigen. genau. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mein Handy hat über Nacht nicht geladen und das, obwohl es ganz normal eingesteckt war. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Das heißt, ich muss jetzt mit 10% Akku in den Tag starten. Richtig geil. Vielleicht sind das so die ersten Auswirkungen des Fluchs. In einigen Kulturen. Ich glaube aber, das ist auch so etwas, wenn du dir das wie selber auferlegst, dann achtest du wie viel mehr auf so die kleinen Details, die dir nicht, dir nicht entsprechen und dann denkst, oh shit, Digga, das ist der Fluch. Sind Magie und Flüche ja auch heute noch weit verbreitet. Ich treffe den Ethnologen Henning Christoph, der lange Zeit in Afrika gelebt und unter anderem die dortigen Voodoo-Kulte erforscht hat. Glauben Sie denn an Übernatürliches oder Flüche? Digga, ist das Wohnzimmer? Imagine, das ist einfach dein Wohnzimmer-Chat, ja moin. Also ich glaube persönlich nicht an Flüche. Wenn ich dran glauben müsste ich schon längst tot sein. Ich meine, ich beschäftige mich mit Afrika seit 50 Jahren. Aber was ich dort beobachte, Sie sind ja in einer ganz anderen Welt als hier. Und Sie können auch Sachen sehen, die man hier nie erklären kann. Also wenn ich das erzähle, Geschichten erzähle, dann sage ich, er ist verrückt. Das ist die Nagang-Medizinmann-Gesellschaft. Die Menschen in diesen Gesellschaften leiden natürlich interessant, alle unter, aber Hexenflüche, hat man wahnsinnige Angst davor. Und so geht man dann zu den Heilern. Der Heiler ruft die Geister, die kommen an diesen Pfahl runter. Und eine typische Heilung für einen Fluch, sehen Sie das Foto dahinter. Ein Mann, der einen schweren Fluch auf sich hat. Der Heiler muss erstmal so ein Talisman so an den Hals hängen. Er geht raus und packt irgendein Huhn, was draußen rumläuft, packt er, setzt es auf den Kopf von der Person. Und irgendwann wird das Huhn tot umfallen. Und wo er gesehen hatte, dass das Huhn tot umfiel, weil er glaubt es wirklich nicht, dass sein Fluch überging in dieses Huhn. Das Huhn ist dadurch gestorben. Er war gerettet. Aber das Huhn ist einfach so gestorben? Einfach so gestorben. Ich weiß immer noch nicht, was da geschieht. Ich habe es zigmal erlebt. Das ist auch noch nie wissenschaftlich untersucht worden. Aber es funktioniert in diesem Und jetzt werden diese Flüche, die hier angeboten... Also du setzt das Huhn auf den Kopf und überträgst die Fluch auf das Huhn stirbt. ...werden oft als Voodoo bezeichnet. Was ist Voodoo denn eigentlich genau? Voodoo ist ein uralter afrikanischer Glauben. Das Free Wort Huhn, Voodoo ja. kommt aus der Sprache der Fon, der Hauptethnie in Benin, die Wege des Voodoos. Das Wort bedeutet einfach nur Gott. Voodoo ist da, um zu heilen und zu schützen, nicht um Böses zu tun. Warum wird Voodoo dann so oft bei uns so böse dargestellt? Hollywood. Ich wollte gerade eigentlich nur ganz kurz Brötchen... Stimmt eigentlich schon, gell, wir haben von dem ganzen Voodoo-Stuff einfach absolut keine Ahnung, Digga. ...holen gehen mit dem Fahrrad und es hat natürlich direkt voll angefangen zu regnen. Ich bin jetzt richtig nass geworden. Dann hat sich gerade auch noch mein Schnürsenkel in meinem Pedal verheddert. Geil. Mann, ey, was ist denn heute los? So, die Tüte aufgerissen. Richtig gut. Es gibt ja Leute, bei denen gibt es eine Es regnet, oh shit, Bro. Achtung, nicht gut. Wirkung, wenn sie verflucht werden oder wenn so ein Fluch aufgelöst wird. Wie kann man das erklären? Wenn ich jetzt eine Zeremonie für Sie machen würde, und ich sage, ich bereite jetzt einen Fluch für Sie vor und rede einen Haufen Mist und bastle irgendwas zusammen und Sie sind sehr beeindruckt davon, dann glauben Sie, ja, dieser Fluch wirkt. Man kann sagen, das ist wirklich alles dann so eine Kopfsache. Also rein Kopfsache. In einer Gesellschaft, wo alle dran glauben, funktioniert das. Ich habe in den ersten Raum einen sehr interessanten Fluch. Das ist ein menschlicher Unterkiefer und da sind Entenstahl dran gebunden. Wenn ich das jetzt vor Ihrer Haustür hinlege und Sie das sehen, dann, das habe ich auch erlebt, nicht? Dann schnattern die Person nur, die kriegen kein Wort mehr raus. Weil jeder in dieser Gesellschaft kennt die Bedeutung.
davon. Also wenn ich damit aufwachse, dass man Angst haben muss vor bestimmten Sachen, Dämonen und was auch immer, dann bleibt das hängen. Es gibt auch einen Erklärungsansatz für das Ganze, und zwar Okay, also muss ich so verstehen, dass wenn das einfach wie quasi kulturell, das so weit verbreitet ist, dass einfach wie jeder daran glaubt und jeder die Bedeutung kennt, aber es einfach eine absolute Kopfsache ist und das nicht gilt. Also nicht real ist in dem Fall, einfach nur eine Einbildung von jedem. den Nocebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt ist im Prinzip das Gegenteil vom Placebo-Effekt, den ihr ja bestimmt alle kennt. Alleine durch eine negative Erwartungshaltung Zum Beispiel eine negative Erwartungshaltung des Patienten können Nebenwirkungen auftreten, obwohl das verabreichte Medikament keinen Wirkstoff enthält. Okay, das ist so wie, wo du weißt, fuck, mir wird etwas Negatives passieren, dass du viel mehr auf das achtest, ja. Aber auch das, was jetzt er gemacht hat mit dem Experiment, so die ganz kleinen Details, das viel mehr auffällt, weil du echt viel mehr Fokus drauf legst. Das ist aber, wisst ihr, Digga, das ist alles Mindset, Bro. Du müsst euch euer Mindset nach dem richten. You know, es ist alles innen, Bro. Es ist alles innen. Chat, ihr müsst euer Mindset richten. Es gibt mehrere Podcasts, die man hören kann für das. können echte negative Folgen auftreten. Also wenn man glaubt, krank zu sein, können echte Symptome beobachtet und auch gemessen werden. Das wurde in einigen klinischen Studien belegt. Und Früchte, ja. Die Ursache dieser Erkrankungen sind in der Regel psychosomatisch. Das heißt also, wenn man wirklich ernsthaft glaubt, verflucht zu sein, können echte negative Effekte auftreten, die körperlich nicht erklärbar sind. Und es wird angenommen, dass die sogar zum Tod führen können. Also selbst wenn es keine Flüche gibt, gibt es Menschen, die ernsthaft darunter leiden. Das heißt aber auch, dass Magierinnen tatsächlich helfen können. Aber lässt sich durch diesen Nocebo-Effekt wirklich alles erklären? Weil ich habe bei meinem Fluch ja konkret mein Auto angegeben, dass ein Auto kaputt geht oder sowas. Und dann ist vor ein paar Tagen auf einmal das hier passiert. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich bin gerade zu meinem Auto gegangen und habe gesehen, dass ich hier voll den dicken Kratzer in der Seite habe. Nee, das ist jetzt nicht der Ernst. Aber der war gestern auf jeden Fall noch nicht da. Krass. Ich hatte noch nie irgendwelche Kratzer am Auto. Ausgerechnet jetzt, wo ich das mit dem Auto angegeben habe, passiert das. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Was hältst du denn von diesem? Ja, also eben, es kann halt auch wirklich sein, dass es mega eingebaut ist. Oder die Person, die du den Fluch bestellt hast, die stalkt dich und macht absichtlich solchen Shit, damit du nachher denkst, ganzen Angeboten im Internet. Es geht ja von Fluchauflösung bis hin zu, dass unheilbare Krankheiten irgendwie damit behandelt oder geheilt werden können. Ich kann dir sagen, dass wirklich 95% sind Scharlatane. Ja. Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Und ich habe wirklich Klienten, die haben da sechsstellige Zahlen gelassen. Es ist eine Geldmaschinerie. Ich sag dir, wie viel ich nehme. Ich nehme ja, das glaube ich auch, Digga. Ich glaube auch, dass es eine riesige Geldmaschinerie ist. Wenn du jemand bist, der ein bisschen Hokuspokus macht, dann hast du eine Person, die an das glaubt. Digga, dann ziehst du deine 20'000 Steine dieser Person aus der Tasche, Big Stongs, easy game. Und dann kannst du einfach sagen, oh Digga, du hast zu wenig dran geglaubt. Ja moin. Ich nehme 800 €, weil ich arbeite 40 Tage. Ja, das sind 20 € pro Tag. Was machst du jetzt genau an den 40 Tagen? Darf ich dir nicht sagen. Okay. Das ist genauso, als würdest du mich jetzt fragen, wie hast du deinen Michelin-Stern gekriegt? Kann es denn sein, dass es Menschen in Deutschland gibt, die Voodoo beherrschen auf irgendeine Art und Weise? Nein, auf keinen Fall. Es sind Scharlatane. Um Geld. Es geht einfach nur um Geld. Die haben natürlich bestimmte Gaben, nicht? Also das in ihre Psyche reingekommen. Sie werden auch Leute aussuchen, nicht? Also die eher labil sind, die man manipulieren kann. Die ziehen einen alle über den Tisch. Nicht? Also ich halte es für äußerst gefährlich. Mira hat sich bereit erklärt, ein Ritual mit mir zu machen, um nachzuschauen, ob ich verflucht bin und den Fluch dann aufzulösen. Die Bedingung ist aber, dass wir das Ganze nicht filmen. Sollen wir jetzt mal gucken? Ja, gerne. Bei dir? Bin sehr gespannt. Kamera aus. Das fände ich schon sehr, sehr spannend zum Zuschauen. Scheiße, darf ich das nicht sehen. Ich lege ein Tuch über dich, um dich zu schützen. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen kribbelt oder dass du einen Magendruck verspürst. Die ist echt super freundlich, Kappa. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das okay, wenn sie so drauf ist. Ich meine, wir spielen daheim, sie darf das sagen, easy, Bro. Aber weiss sie jetzt, dass sie aufgenommen wird? Interessant. So, wir haben jetzt gerade nachgeguckt und ein kleines Ritual quasi gemacht. Was war das Ergebnis? Du bist super sauber. Du bist nicht behext. Man hat das niemals bei dir probiert. Alles ist gut. Nicht alles ist Magie, nicht alles ist ein Fluch. Es gibt tatsächlich auch Pechsträhnen. Hab ich auch. Natürlich geht mal mein Auto kaputt oder ich knick um und brech mir einen Knöchel oder streite.
Digga, die hat ja Big-Ass Kühlschrank, fällt mir auf. Mich mit meiner besten Freundin. Das ist alles, das gehört zum Leben. Wenn jemand krank ist oder sich krank fühlt, der erste Gang ist der Gang zum Arzt und nicht zum Heiler. Nur wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß, dann sollte man durch so eine Tür gehen. Okay, das ist natürlich so ein bisschen schade, dass das mit dem Fluch anscheinend nicht funktioniert hat. Also Mira wusste nichts von meinem Selbstexperiment, aber konnte keinen Fluch auf mir finden. Kann natürlich an ihr liegen, kann natürlich auch sein, dass ich den Fluch bei einem Betrüger gekauft habe oder es hat einfach nicht funktioniert, weil ich nicht an Flüche glaube. Trotzdem sind ja in den letzten Wochen... Aber es ist halt gleich so, oder es hat nicht funktioniert, weil ich nicht an Flüche glaube. Das ist halt immer so ein geiles Ding. Du musst daran glauben, dass es wirkt. So, ja, okay. So ein paar komische Sachen passiert. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt natürlich auch auf alles geachtet habe, was irgendwie schlecht läuft und da dann überlegt habe, ob das nicht der Fluch sein könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich trotzdem noch eine Hellseherin aus Israel beauftragt, alle Flüche auf mir aufzulösen, falls da welche sind. Über Fiverr, Bro. I will remove all curses for you, which will enable you to go live the life you want. Geil, Bro. Wie viel kostet der Spaß? 4,30 €. Okay. Easy, Digga. Super Sache. Aus Israel beauftragt, alle Flüche auf mir aufzulösen, falls da welche 6,26 € insgesamt. sind. Einfach ein Mittag, Bro. Weil nur weil ich da nicht dran glaube und mir das nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass ich recht habe. Aber wie ist das bei euch? Glaubt ihr an Magie und Flüche? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann noch aktuell Unterstützung für mein Team in den Bereichen Kameraschnitt und Redaktion. Oha. Wenn das vielleicht was für euch ist, dann findet ihr Infos dazu in der Videobeschreibung. Vergesst. Bewerben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss, ne? Ey, aber wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cooles Video hier, Kuss. Aber ich muss ehrlich sagen, eben, ich finde es cool, dass es ausprobiert hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, gut, das ganze Selbstexperiment, also nein, das ganze Verfluchen, esoterische Zeug und so, ist einfach sehr, sehr viel daran glauben. Und du hast nachher die andere Seite, wo dir das Geld aus der Tasche zieht. Das ist